Auch diesen Monat tut Jay eine neue Episode vom Le Podcast für uns präpariert. Auf bei uns im Hauptthema von der Sendung zu bleiben, war der Roger Hamann sein Invité. Der Roger hat dem Jay erzählt, wie ihn die Entstehung von der Rockhall Mod erlebt hat. Moin und willkommen bei der 5. Episode vom Le Podcast. Heute sind wir in der Rockhall am Kader von dem 20. Geburtstag. Ich bin heute mit Roger Hamann, dem Chef von der Rockhall, und erzählt uns heute, wie es angefangen mit der Rockhall und wie das sich über die Jahre entwickelt hat. Roger? Ja, merci, dass ich hier kommt, mit ich hier ein bisschen schwätzen. Ich bin nicht der Chef, das muss man mal klarstellen, okay. Aber sonst keine Probleme mit dem Chef. Der Chef ist Herr Olivier Todt seit 2005. Voilà, bon, ich war aber 4 drin. All die Jahre bis dann die Rockhall stung, war ich irgendwie hier mit am Boot, wie ihr seht. Und die ganze Diskussion über die Rockhall, die sind schon an den Jahren 1980. Als du die Eichkehr davon geschwärzt ging, und das hat natürlich eine ganz lange Zeit gebraucht, bis man dann über die Form, was machen wir, was hätten wir gerne, anzuführen. Parallel zu der Problematik hatten wir aber schon auch hier eine SBL gegründet, ja. Backline hat die geheischt. Und das war am Anfang auch später, als das intermediär ging vom Ministère de la Culture, ja. Weil man ja auch in dem Moment, das kann ja auch nicht von allen Menschen verlangen, dass die dann alle sollen so viel davon wissen, wie die ganze Business überhaupt lebt. Also wir sind, in dem Moment waren wir ja schon einfach ein bisschen 2000 an etwas, da waren noch schon ganz viele Gruppen, die heute zu Lützburg waren. Ja. Also ich kann nur ein bisschen provokativ so, wir haben noch nicht ob Rockhall gewährt für Kassen heute zu Lützburg zu organisieren. Das war, also, ja. Da war vieles für uns. Aber da war die Assoziation Backline, die als du nicht hat sich auch um die Sachen da bekümmert, weil ich für nur gedacht, wie soll das ausgesehen, was machen wir anzuführen. Bon, da sind natürlich während Jahren, aber wirklich Jahren, wahnsinnig viele Texte geschrieben gehen, Explikationen an kennt ihr hier, an kennt ihr do, an das, an das. Mit dem Resultat, dass das jahrelang geschläft hat, ja. Bis dann irgendwie gesagt hat, so, das ist das, was wir machen. Okay. Parallel dazu, das ist auch wichtig, so war, wie ich das immer genannt habe, la guerre des friches. Steht das heißt, Mamret lo Rockhall lo steht, ja. Ass dat lo den optimalen Platz. Ja, dat hun schon Luch gefo. Wie war dat dann Demos war überhaupt net sicher, dats die Rockhall überhaupt kann gebaut gin. An dun? Ich meine, dat Rockhall gebaut soll gin, do war awer no a gewisser Zeit war dat inevitabel gin, weil do awer enorm viel Lobby op dat Lo Backline an noch vun de Leiit dobause gemerk gin ass. Wo ich dann noch dem am Gag gesagt habe, ja, allgemein hat Footballsterrain, allgemein hat ja, das war. Ein Kirche, aber auch keinen Platz, hauptsächlich auch für Lützeburger Musiker. Ja. Weil das war für mich enorm wichtig, dass man aber die Lützeburger 10. Dass sie auch erweitert wird. Genau, dass man die auch ein bisschen vierrangig betrifft, ja, weil das einfach die Zeit, das war so. Wie so ja. Ich habe bis in 2000 anzuführen. Also, und ich bin immens froh, dass ich da enorm viel geändert huet och ja. Bei de Lei, bei de Gedanken an der Nichtsdestotrotz war wat ich gesagt, da waren enorm viel Leiit, die Bemol gemerkt, sie missen sich dann awer mat kümmeren, kegem Bild zu machen, dat Politik sich Bemol do mat da gemischt huet. Du war Geschicht vum Sid, mamet lo ha op Belval oder mamet Hol zu Fland oder mamet so gut Lanti Rouge Zeit. Ja, du passen dann immer irgendwie mal dabei. Ja. Das kostet Geduld, das kann ich da so. Das kostet Zeit. Voilà. Irgendwie hast du gesagt, wir machen lo. Duni war ja auch nach dem Gespräch im Moment, wo die dämliche Minister gesagt hat, ja, das Duni ja mal dabei, dann, und das dann eine Klientel, die sie auf Kanzler geht. Aber wo ich persönlich dem natürlich ein bisschen den Kopf gerüsselt habe, machen wir da just eine Halbpol Jeune, an die 35, 40 Jahre, was machen wir da mit denen? Ja. Gut, der hat auch recht. Das war. Für Musik zu
zu lauschen und zu konsumieren. Ja, klar. Aber auch das mit denke, du musst denken so, und du musst erklären, du musst motivieren, und da geht das doch. Endresultat ist, dass du gesagt hast, wir machen das hier. Bei der Uni, die Zeit war auch als ja die erste Bank, da haben ich muss immer wissen, das war ja nicht hier. Nee, das war schmal so Minute. Da haben wir den Randpoint, wo haut nach Staue sind, ich wollte nicht erzählen, wie jeder Randpoint breit gemerkt, ich habe nach 3-mal mehr Stauen. Wir hatten da denken, wir hatten so ein Exerzis mit den Pumpchen. Ne? Ja. Und Pumpchen, die sie oder haben, ich weiß wie die Straße da herrscht, bis die high waren. Du hast die ganze Boutique war verbrannt gewesen. Und das nicht, weil sie nicht wollten kommen, wir sind halt durch den Trafik gekommen. Ja. Parking war ein Problem, der Bär und so weiter. Das war alles, aber das nach Renka. Je ne regrette rien, wie du Französisch siehst. Wir alle über die Sachen ist da ein bisschen ausschwätzen. Ja, klar. So, und dann die Leute, die Decideuren, letztendlich die dann noch so mir machen, das geht schon lange durch, das machen, muss auch bezahlt gehen. Das ist auch du musst ein Budget gemacht gehen, da muss ein prävisionell gemacht gehen, etc. Also das war eine lang Diskussion und viel von Menge großen du hast Artist logischwart findst du dass Druckhall am generellen vielleicht international Artisten viel mehr op Lützeburg aufmerksam gemacht hat an mengste das nicht vielleicht dann Kapazität von der Rockhall vielleicht aber immer Problem kennt gehen wie das lo mehr international größer Künstler kommen. Also stell mal etwas du drüber. Das dem Artist ziemlich egal wo spielt. Tab heraus zu sind du. So. Der dehnt, ich weiß man nicht, oder eine Diskussion werden. Das verstehst du, wir haben eine Kapazität mittlerweile von 5.000, 6.000 Leuten. Ja, das sind aber. So, das ist ja nicht nichts. Nee. So, also die große Saal. Ja, das ist die Klänge, die Klänge ist ja auch nicht klein. Nee, nee. Und, weißt du, das der zweite ist, für Jahren, auch du, das war nicht mehr lang mein, also ich war auch nicht lang du, mit mir war ja eine Party da, nicht einmal beim Backline. Wo ich dem immer gesagt habe, put it on the map. Das heißt, komm, jetzt setz mal Lützeburg, das geht. Ja, und schon Druck, dem aber auch geholfen. So, ne? 100%. Weil dem Moment, die Zeit sind dann Tournee von Bresel, die waren zu Bresel oder Antwerpen, da sind sie rüber gefahren, ob Köln, Frankfurt oder München oder whatever. Und dann hören sie Lützburg immer so, ja, da können wir auch nach. Und dann muss ich da einfach so ein bisschen Geld verdienen. Ja, das so. Das ist auch jetzt gut recht. So, an dem Moment wie man auch parallel dazu sind wir aber auch ganz oft an Deutschland gepilgert, für mal do Lützeburg und der ganze Wissen zu verkaufen. Ja. Not op London, wo einmal am Jahr Februar als ein Großreunion, wo an von der Tournee geplant ging. Ja. So. Und du musst aber mal dabei sein. Es gibt einfach Plätze, was du gehst, das steht wie Matt am großen Boot für das Matt drin, da musst du doch Matt gehen. Du kannst einfach so wir sind zu Lützeburg. Wir haben die Zeit, dass das ein bisschen gesucht, gehen wir darauf denen mal los, wir bezahlen ja, naja, wir haben Geld zu Frex. Ja, das funktioniert einfach nicht immer. Du kommst die zweite Sache, da haben wir eine Halle gebaut und einen Rockhall gebaut und die für sie, und das schwätzt sich an denen Dinger ganz schnell ran. Hannen de Backstage als exzellent. D'Akustik als gut, Klängesaal als d'Akustik genial. Ja. So. Andere Menke auch du, wenn der Akustik, dat hängt du dann ein bisschen mal von der Gräst auf. Ja. So. Du waren dann auch ganze Diskussionen, geht du bei deiner. Dann musst du so. Dat du hast Kapazität, dat das Superficie, die man dem Ganze geht, und du developieren man dann als Konzern. Ja. So, los sind waren Diskussionen, den Hai kann immer hätten an hätten. Also, so. Ich persönlich bleibe dabei, dass die Kapazität, lo von 6.000 Leuten, das geht durch. Ja, das geht durch. So, du kannst immer, so gut. Ja, wieso? Mir gehen auch nicht, was ist das so? Aber was du da wirklich, nee, es geht durch. Und auch ja, der kleine Saal, und du, wenn ich finde, das schwätzt sich dann auch bei dem Manager,
bei den Tourneuren Stagemanager dat schwätzt sich op dem Level, op dem ganz ganz schnell rundrüm so mir könne lo plötzlich goen, weil du steht es war total valabel. Dat nach dabei ket, der man immer an da so mir persönlich immer an Haut nach, wat für mich eminent wichtig ist, das nach Köi nach Artisten. Ja. Der Tisch der Han der Bühne, du han am Backstage. Also du kannst den Kaffee trinken. Ja. Verstehst du, wenn so ist? Ja, ich verstehe. Da ist noch nicht irgendwie ein Raum, wo du siehst, hey, du könntest so. Also, nee, ja. Das schwätzt schneller. Ja. Mit Rockhall selber, das ist ja nicht just so viel Konzert, es sind noch viele Bands, die heute proben können. Ja, das da wirklich, das muss ich dann aber wirklich so, das dann ein bisschen meinen, weil hier am großen Saal sind wir aber an einer, das ist auch gut so, enger kommerzieller Approche. Ja, das ist ja Konzert. Oder hier mit dem Ministerium musst du gucken, da die ich vertraue nicht. Mein Ding war immer für auf das Centre de Ressources, wie das damals genannt wird, also wie ich Rocklab, wo ich einfach gesagt habe, wenn wir schon Möglichkeit tun für die ganze Wolle Ressource, wo wir es für als Junggruppen können, sollen, müssen machen. Ja. Da muss man irgendwie denen auch Möglichkeiten bieten, zu proben, zum Beispiel. Ja, klar. An die ersten Jahre weiß ich, hauptsächlich am Metal-Bereich, läuft das gar nicht unbedingt, da ist schon die Jungen alle enorm gern. Mit das aber nicht, das stand am Daheim lauscht. Das ist schon ein bisschen extra. Ja, es sind da mittlerweile immens viel da, es sind immens viel guter da. Und dafür spielen die auch mittlerweile. Ein ganzer Kopf von denen hier an der Rockhall, mais à l'encontre, also Bassgebäck par rapport zum Beispiel zum Atelier. Für was spielen die hier? Weil hier von Anfang an eine Ouverture d'esprit war, für hinten eine Möglichkeit gibt, für auf abzuproben. Weil Metal prüfst du nicht bei der Tata Sidonie an der Garage. Das geht. Nee. Ja, aber dann sind wir nicht froh. So. Das heißt, das war du, an du hast natürlich auch rundherum geschwärzt. Das ist sogar so weit gegangen, dass du verschiedene Leute hier aus der Grenzregion auch hier kommen sind, die hier proben. Neben hat man das Studio für Maketten, weil auch eine unendliche Diskussion war. Rockhall möchte das Studio, da dürfen sie nicht an, für bla bla bla. Ja, gut, so. Und dann die Mediathek, wo auch Informationen über, was ich immer gesagt habe, les métiers de la musique. Es geht nicht lange durch, dass du Gitarre spielst. Du musst aber wissen, wenn du willst groß gehen, da musst du auch wissen, mit der Gemeinde zu gehen, du brauchst einen Turner, du musst wissen, wann du bei dem Producer gehst. Die ganze Métier de la Musique, die ganze Rateschwanz, die du hast drin hast, ja, irgendwie muss, und das bis dato nicht heim. Ja, also Rockhall ist ja viel mehr wie das, was am Anfang, die Menschen sind Rockhall als Konzerthal und mehr so nicht. Aber was mich Rockhall dann an Dingen auch so richtig besonders ist, dass eben Rocklab an alles oder Huste. Also, ich würde dafür gesagt, ich will eine Priorität für den Rocklab. Ja, gut, du musst, il faut semer pour récolter. Verstehst du, wenn du nicht den Boden buffest, was ich soll. Also, ja, du spielst nicht nur bei Paris Saint-Germain, wenn du nicht, oder euch. Ja. So, sicher. Der zweite ist, was Rockhall extra ist, das ist auch der Lieu. Fertig. Ja. Und dann hast du doch, weil die Herr gut geriert das. Ich meine, das schwätzt doch mit die ganze Administration, die ganze Verwaltungsrat. Ja, die machen alle einen super Job. Das heißt das und der ganze Füße, auch wenn das nicht immer so ausgesagt, das ist vielleicht noch ein bisschen easy. Ja, it's Rock and Roll, cool. Ja, aber da geht es doch, spätestens fast mal verschiedene Artisten, wenn sie denen ihre Gagen her, so, da müssen die doch nicht mit links. Das heißt, du musst selbst handeln, das wird Kaberschwanz. Lo fir po Joer gouf dann Stade Luxemburg gebaut. An e Kritikpunkt vun awer, dats du kein Konzern effir gespielt ginn. War dat derläit am Benefis vun der Rockhall oder wie se se dat? Ich kennt lo ganz Base Antwort, du musst de Äer froen. Also den alle Stadion do war jo mal Tina Turner. Ja, du war Stroos. Fir wat huet lo Gemeng Lützebusch. Fir wat hunn die Idee net weiterentwickelt. Ech fees wie de neue Stadion gebaut gin ass. Ich kenne den Mann relativ gut.
do war e moment Diskussion fir beim Stadion Emplacement fir ze gesinn fir ebe so gross Open Air Konzert. So wie ich als gute Kolleg de Laurent Lochatter erschätzen. Kënnt er do enkeer. Stimmt. Atelier. Schiste, Wa man lo Luxexpo machen an den Atelier sie drehen jo awer vu engem Pass de bësse mé gross. Dat hecht mir soll dat net so weit wächpochen. Mir op alle Fall den Architekt huet mir demos gefrot Roch sommer do no Placement fir gesiwer mat Mchpolgent vorhistellen. So ich jo lächte gut. Also dat egentwie kënnt. Ja, ma dann ein klein Schlussfro ja. Wost du da selberfleit egent Artist den duläit heweils an der Rockhall gesinn oder en wie sost du en den am Lesen hast dir schon heu war? Ich si vu 1963 mat dabei also, diffizil. Also ich hun da ganz viel ha gesinn. Ich hun da ganz viel am Matlie gesinn, ich auch verschiedene Sachen an der Stadt Lützenburg mat geholle fir organisiert. Die mir vier schwewen, die kommen net. Die kommen net aus kommerziellen oder whatever. Bonnie Raitt zum Beispiel seht vielleicht neicht oder den Captain Mo oder die zwei dé von Dinger Dingen Lie Love It. Dat sind alles bësse mir diktiere wie Amerikaner. So. Die sind aber hauptsächlich an Amerika bekannt. So, wann hat so eng Per sich da se Mama eng Tournee an Europa, geht mat zu. Ja, muss finanziert gehen. Den Eric Clapton gebe ich ger gesinn, de können garantiert net. Do sind bei engem Mann den ass gut ja. Oder wie wees. Fi Joren ass gesot de Robbie Williams zu Lützburg hust du nach. Jamiroquai hust du nach. Wie die Deitsch Rammstein dem ja Kolleg dem er spielen war ganz gesot Rammstein, bei dir piefset. Kiss, die wären alle go hei. Ja. Also mir soll nächt wäch. Ob ich lo déi unbedingt. Et sinn dat do, wo ich froh wär, wann man enke hei wäre. Van Morrison. Min Narke dat schwéier. Du christ du keng. Ech wessen, ob se do Soldat muss. An dann hat natürlich fir de Management oder fir den Artist, fir den Booker Tourneur, die se ja mir machen de Van Morrison zu ägern, das mo net. Soldat. Mir hat Dikteieren ha wie der se, die waren net Soldat. Vergest dat net. An der Zeitung steht dann, et wär Soldat gewécht. War das Soldat? Dat kannst du sowieso net rechnen. Dingens wird dat wenn mir geheescht aus Australien, Kalimilok. Dat hat eng riese Bühn. Ja was eng riese Bühn is, die Leiitkrisse dann dran. So, wie rechten dat war los Soldat? Ja was se Bühn bis ha an hawe alles as schnell Soldat. Gouf auch gesot wo Williams können der sauber kommen. Ge so das alles méiglech. Ganz alles méiglech. Man dann los der Schlusswurt alles ass méiglech. Ech so Merci Roch, dat der ich zougesot noch Merc no kucken an die bis die nächste.